Warum so dick? Weil ich das so will. Weil für mich Lederhosen einfach Lederhosen ist und kein Lederhosal. Das muss massiv sein. Ich muss merken, dass ich Lederhosen habe. Partner dieser Folge ist die Stadt Passau mit der Burganlage Feste Oberhaus, einer der größten Burganlagen Europas, die hoch über der Stadt thront. Im Oberhaus-Museum könnt ihr ins Mittelalter eintauchen und auch Böhmerwald-Museum und historische Apotheke sind ein Besuch wert. Besonders im Sommer ist die Burganlage ein toller Schauplatz für Freiluftveranstaltungen wie Picknickkonzerte, Sommerkinoabende oder Burgenfestspiele des Landestheaters Niederbayern. Und den Link nach Passau findet ihr in den Shownotes. Ich hock im Münchner Speckgürtel in einem Ort, den selbst Leute wie ich einigermaßen bayerisch aussprechen können. Der heißt nämlich Sauerlach. Und mir gegenüber, da sitzt der Michael Thalhammer. Das ist der Betreiber des Ladenlokals Brandner und Kneißl. Und ich bin hierher gefahren, weil der Michael Lederhosen tätowiert. Was so ziemlich das Seltsamste ist, dass das Jahr ist noch nicht allzu alt, aber es ist das Seltsamste, das ich dieses Jahr gehört habe. Fangen wir mit deinem Laden an, weil wir ja gerade drin sind. Ist ein Surfshop, oder? Also mit dicken Jacken. Winter-Surfshop. Ja. Bayerischer Surfshop. Ein bayerischer Surfshop. Das trifft's, glaube ich, genau. Ja. Okay. Das ist auch so ein bisschen mein Ansinnen. Bayerischer Surfstyle. Bayerischer Surfstyle. Was ist bayerischer Surfstyle? Das ist die Kombination aus Bayern, Surfen, Aloha-Feeling, Sonne, Meer, Ozean. Genau, und das alles in einem oberbayerischen Dorf. Das, glaube ich... Wie kriegen wir denn jetzt das Meer nach Bayern? Wir Griechenland zurückholen. Also das kriegen wir leider nicht hierher. Wir müssen immer Bayern ans Meer bringen. Darum fahre ich so gern ans Meer. Okay, also du hast hier liegen T-Shirts rum, da steht drauf Live and Love, Aloha Bavaria. Weiter hinten liegen, das sind Strickjacken, sehr schön. Das ist richtig. Aber nicht in meiner Größe, ne? Oder? Können wir machen. Müssen wir mal gucken. Können wir machen. Müssen wir schauen. Neben uns liegen Lederhosen, hier gibt's Flipflops. Also es ist ein Surfshop. Ja, es ist ein bayerischer Surfshop. Ja, super. Brandner und Kneißl, warum bist du hier nur angestellt oder ist das so ein Fantasiename wie beim Friseur, weißt du, so Schnittstelle oder Haare. Harmonie. Nein, also ich sehe mich immer noch, auch wenn wir gerade drüber gesprochen haben, so ein bisschen mit bisschen Spießigkeit. Ja. Ich sehe mich aber immer noch als kleinen bayerischen Rebellen und es gab in der Vergangenheit, also was heißt, ob sie real waren, das ist so die Frage. Aber es gibt den Brandner Kasper, der dem Teufel mit Himbeergeist und beim Schafkopfen quasi beschissen hat. Schafkopfen für unsere nicht bayerischen Hörer und Hörerinnen, das ist ein Kartenspiel. Quasi Kanaster auf bayerisch. Ach. Nein. Achso, ich kann Schafkopf nicht. Ich auch nicht. Aber das ist Kanaster auf bayerisch. Ich kann es tatsächlich auch nicht. Aber der Brandner Kasper hat halt den Teufel ausgespielt. Das fand ich ziemlich lässig. Ja. Also einen Teufel ein Schnippchen schlagen und den verarschen. Das ist der Brandner Kasper, also eine bayerische Legendenfigur. Und dann der Räuber Kneißl, so der bayerische Robin Hood, der Legende nach einfach auch so ein bisschen den Armen die Kohle der Reichen gebracht hat oder für die Armen gekämpft hat. Und wo hat der sein Unwesen getrieben, um mal in dem Duktus zu bleiben? Quasi genau entgegengesetzt von da, wo wir sitzen, im Münchner Norden, so Richtung Dachau hinaus, da hat der sein Unwesen getrieben. Und den hat's wirklich gegeben oder ist es auch eine Legendenfigur? Den wie heißt der, Matthias Kneißl, den gab's wirklich und der war schon auch so ein Kleinkrimineller. Ob das jetzt alles so stattgefunden hat, wie es aufgeschrieben wurde oder wie es überbracht wurde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube daran. Und es gibt auch diese Anekdote, dass er am Tag seiner Hinrichtung, da weiß man zwar, dass es nicht stimmt, aber ich finde es trotzdem cool, kam halt, angeblich war es ein Montag, sagt man sich, und da kam der Henker in die Zelle und hat ihn abgeholt und dann hat der Brandner Kasper, der Räuber Kneißl, komm schon durcheinander. Der war auch schon dabei. Nein, der war noch nicht dabei. Hat der Räuber Kneißl gesagt, die Woche fängt ja schon gut an. Also die Woche fängt schon gut an. Das stimmt zwar nicht, aber es klingt wahnsinnig cool.
Das ist sehr schön, sehr schön. Die Münchner bemühen sich dann immer noch mal extra Hochdeutsch zu sprechen. Die Woche fängt schon einmal gut an. Also ich bin der Meinung, Bleib ruhig da, wo du wohnst. Also du hast den Laden einfach nach diesen beiden Figuren benannt. Genau. Weil Talhammer hätte aber auch ganz cool geklungen. Nein. Doch, so Talhammer, dann noch so irgendwie so Runensymbole daneben. Das ist auch die richtige Kundschaft. Auch da, ja genau, da kommen wir gleich genau zum Thema. Nein, mit Runen, da habe ich nichts am Hut. Wie kommst du auf die Idee, dann ausgerechnet so einen Laden zu machen? Also wie kommst du zum Einzelhandel? Du kommst ja ganz woanders her. Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich Musiker, hast Sozialscheiß studiert. Ja, genau. Ich habe ganz lange mit Behinderten gearbeitet. Dann war ich Schulsozialarbeiter in einer Hauptschule damals noch, jetzt heißt es Mittelschule. Und dann habe ich 7 Jahre knapp hauptberuflich Musik gemacht. Was für ein Instrument? Gitarre, Gesang und Akkordeon. In einer Partyband. Für die Münchner, die hießen Wilderer Pistols oder heißen Wilderer Pistols. Gibt's immer noch, sind auch immer noch gut. Ist Partyband, ist das sowas wie, wo Heinz Strunk früher gespielt hat? Also, ja, nicht. Also ist die Tür noch unverschlossen, damit ich fliehen kann? Nein, es ist sehr sympathisch, dass du das Ganze mit Heinz Strunk, ich bin sehr großer Studio Braun-Fan. Ja. Jetzt schreiben Sie mal auf. Ich fühle mich geehrt. Mensch, Alter, komm mal an die Orgel, die Party geht los. Nein, Partyband ist Coverband, ja. Ach, okay. Natürlich. Okay. Also Partyband, also für Hochzeiten, für Bierzelte. Wir waren eine Wiesenband. Okay. Wir haben auf der Wiesn gespielt. Waren auch, also ich sage nur in der Vergangenheit, weil ich nicht mehr dabei bin. Also weil ich seit 8 Jahren nicht mehr in dieser Band spiele, aber die Band gibt's immer noch. Aber das ist nach wie vor eine sehr gute Liveband für den Partysektor. Und ich glaube, die machen das immer noch gut. Also ich sehe sie hin und wieder. Auf der Wiesn habe ich sie auch besucht. Ja, genau. Also jetzt habe ich, glaube ich, den Faden ein bisschen verloren. Also, genau, die Frage war, wie du zum Einzelhandel kommst. Das ist so, also so Medienleute wie ich, die sagen halt, ich muss mal was ganz anderes machen. Am besten was mit Holz. Aber so in Einzelhandel, das... Nein, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich wollte was anderes machen. Das stimmt schon. Also ich wollte mit der Musik aufhören, weil wenn du in so einem Band oder in so einem Bereich der Musik, also ich habe ja keine Rockband oder keine Punkband gehabt, was ich eigentlich lieber gehabt hätte, so gesehen. Also ich wollte immer Rockstar werden. Ja. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich habe es halt dann weiter probiert. Nein, wenn du so eine Band hast, dann verdienst du nur mit Live-Spielen, also mit Auftritten logischerweise zum einen, und zum anderen spielst du, wenn andere feiern, das heißt bei Hochzeiten, bei Firmenfeiern, bei Weihnachtsfeiern, und du spielst natürlich hauptsächlich, also in unserem Fall war es so, die Saison war von, ich sage jetzt mal grob, von März bis nach der Wiesn, also von März bis Oktober. Anfang, Mitte Oktober. Das heißt, ich habe am sozialen Leben in dieser Zeit relativ wenig teilgenommen, weil das halt auch hauptsächlich am Wochenende stattfindet, natürlich auch Gigs unter der Woche, aber hauptsächlich am Wochenende, also war ich immer weg. Also mit meiner das heißt, du bist in der schönsten Gegend, beim schönsten Wetter und kannst das nicht wirklich mitnehmen, weil du sonst pleite bist und noch nicht mal mehr Wintersport machen kannst, wenn es schon... Und keine Frau mehr hast und dein Kind wegläuft. Ja. Nein. Ja, genau, aber es ist schon so. Also du bist halt nicht da, wenn viele schöne Sachen stattfinden. Ja. Da bist du halt beim Arbeiten. Und das war eine super coole Zeit und ich möchte sie auch überhaupt nicht missen. Und das hört sich so negativ an. Nein, das war es nicht. Das war cool, es hat Spaß gemacht. Ich mache nach wie vor Musik und Musik ist ein Stück weit mein Leben. Oder es ist mein Leben mitunter. Aber es war dann irgendwann gut, es beruflich zu tun. Ja. Weil wenn du eine Rockband hast, dann gehst du mal 2 Monate auf Tour oder 3 Monate und dann bist du wieder da. Dann gehst du ins Studio und verkaufst erstmal Alben. Aber da bist du am Abend dann wieder da. Genau, also da kannst du das dann, je nachdem wie groß du bist, aber dann kannst du das takten. Ja. Das war bei uns halt anders. Und ich wusste, ich will mit der Musik aufhören, will aber nicht zurück in die Sozialpädagogik. Mhm. Also das sprich, ich wollte, also in den einen Bereich, der mir sehr viel Spaß brachte, also das war der Behindertenbereich, da war es dann irgendwann nicht mehr möglich, weil inzwischen bin ich 2-mal Bandscheiben operiert. Okay, da kannst du nichts mehr heben und da ist mit dem Heben schwierig. Also es ist so, dass mein Vater mir mein Holz daheim aufrichtet, weil es für mich
schwierig ist kein Witz. Okay, Also, ist krass, so. ja. Also ist schwer nervig auch. Ja, Ja, klar. Ich versuche das schon mit Sport irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, aber ist nervig. Und in den anderen Bereich, da hat's mich tatsächlich einfach nicht mehr so hingezogen. Also auch wenn das schon auch cool war, also es war alles, was ich gemacht habe, hat mir nie keinen Spaß gemacht. Aber es muss ja, also ich bin schon einer, der muss schon einfach 70-80% Bock auf was haben, um sich da total einzubringen. Ja, und irgendwann hat man es ja auch schon mal gemacht und will was anderes machen. Ne? Man wohnt ja auch nicht zweimal am selben Ort. Das ist richtig. In dem Bereich stimmt's. Jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich sagen, ich bin angekommen. Also Okay. ich hab hier noch immer meine Bühne. Das ist in einer anderen Form. Ja, also das merkt man, wenn man reinkommt in den Laden. Es ist direkt so, nee. Ja, das ist mein Ding. Ja, super. Also ich hatte nicht immer so große Bühnen, auch wenn der Laden klein ist. Ja. Aber manchmal waren die Bühnen viel, viel kleiner. Manchmal waren sie auch größer, aber manchmal waren sie auch viel, viel kleiner. Und ich habe meine Bühne, wenn Kunden da sind, klar, dann präsentiere ich meine Produkte, die ja auch kreativerweise aus meinem Hirn irgendwie gekratzt werden. Zum einen, ich habe die Bühne, in dem so nette Leute wie du mir gegenüber sitzen und mich hier interviewen, was ich auch total spannend finde und was ich sehr, sehr gerne mache. Dann habe ich tatsächlich das Glück, bin ja auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ich häufig irgendwie oder das heißt häufig, aber in gewisser Regelmäßigkeit mit dem Fernsehen machen darf. Also dass ich da irgendwo, dass entweder ein Fernsehteam kommt oder dass ich da hingehen darf, wie jetzt im Oktober. Warum? Aufgrund meiner Hosen. Also das ist schon der nächste Part. Wir kommen noch zu den Hosen. Wir nähern uns quasi der Gegenwart. Der Hose an, ja. Dann irgendwie irgendwelche wir nähern uns der Hose an. Also man sieht hier nichts, ja. Nein, also ich war beim Italiener vorher und es gab hinterher einen Grappa, da habe ich, Entschuldigung. Bei mir gab es, ich glaube, ich hole schnell einen. Nein. Jetzt schon wieder den Faden verloren. Ja, aber ich kriege ihn wieder. Warum du zum Fernsehen Fernsehen, Magazine, Journalisten. Ja. Das ist dann auch wieder ein Teil der Bühne. Aber da fehlt ja jetzt noch ein Schritt zu den Hosen. Also du wolltest nicht mehr in der Sozialarbeit arbeiten, du wolltest nicht mehr als Musiker arbeiten. Das war ein Punkt. Also das ist also ich habe dann was gesucht, was anderes ist, aber ich brauche schon noch ein Stück weit meine Bühne. Vielleicht habe ich den Transfer nicht hergestellt gerade. Den habe ich wollte schon nicht mehr zurück von dem einen raus, nicht mehr zurück in die Sozialpädagogik, habe dann gesucht, was es denn da gäbe. Also ich muss Spaß dran haben, da war man auch so. Also keine Kneipe. Naja, wäre ich glaube ich auch kein schlechter, aber dann arbeitest du wieder, wenn die anderen feiern. Ja, das könnte man vielleicht irgendwie tatsächlich mit Angestellten irgendwie so wuppen, aber wäre in meinem Fall eine ganz schlechte Nummer, weil ich Don't get high on your own supply. Ja, genau. Exakt. Nichts mehr hinzuzufügen. Nein, das wäre tatsächlich für mich. Also ich bin ja hier auch so ein kleiner Wirt, also bei mir kriegt jeder, der irgendwie kommt und Hose will oder Hose kauft oder überhaupt einfach mich besuchen kommt, kriegt ein kleines Bier oder 2 oder 3. Es soll hier gesellig sein, es soll hier Spaß machen. Ich will hier schon, dass die Leute come together irgendwie mit anderen haben, dass das einfach hier was anderes ist. Also ich habe das tatsächlich wahnsinnig dick in Bayern, in Deutschland, diese muffige, unfreundliche Dienstleistungswüste. Ja, das finde ich ganz schrecklich und habe das tatsächlich aus USA mitgebracht, dass ich das anders machen will, weil da, auch wenn der vielleicht sich danach lustig macht, wie hat der Typ da ausgeschaut, der Deutsche hier. Ja. Zu der Zeit, wenn du einen Laden betrittst, zumindest die Läden, die ich betreten habe, ob das irgendwelche tatsächlich Billabong-Stores, Rip Curl Stores oder Surf-Shops oder überhaupt eigentlich alles. Surfst du eigentlich oder wie kommst du zu dieses Thema? Das ist eine große Leidenschaft, das hätte sich auch hoffentlich noch ergeben. Ja. Okay. Und da habe ich diese Freundlichkeit mitgebracht, aber gut, dann versuche ich das zusammenzubringen, dass man vielleicht zuerst checkt, ich habe versucht, was zu finden, wo ich meine Leidenschaften kanalisieren, zusammenbringen kann. Und das sind 3 Punkte in meinem Leben. Also die Musik mal weggelassen, wie die steht über allem so, aber es ist Lederhosen, weil ich aus Bayern komme, weil ich sie cool finde, weil ich sie ein geiles Kleidungsstück finde. Tätowieren, weil ich einfach auf bunte Haut stehe und halte mich deswegen nicht für cooler oder für härter oder für irgendwas, sondern ich finde einfach
in meinem Fall bunte Haut schöner und wollte immer irgendwie einen eigenen Tattoo-Laden für ganz normale Leute. Das heißt, die genauso denken wie ich, die nicht cooler sind oder nicht härter sind oder nicht irgendwas darstellen wollen, sondern die einfach sich selbst auch besser gefallen, bunt. Und Surfen. Und diese 3 Leidenschaften habe ich quasi... Tattoo-Studio auf Ibiza. Ne? Ibiza und Surfen ist jetzt nicht so der Knaller. Nee, Entschuldigung. Tattoo-Studio auf Fuerteventura, ja. Aber in meinem Fall, also ich habe jetzt erst mit dem Wingsurfen so ein bisschen begonnen. Eigentlich bin ich Wellenreiter, auch Fuerteventura schwierig. Wingsurfen, ja, aber... Wingsurfen? Ja, Wingfoil. Also Wingfoil surfen. Ach, das sind die Boards, die dann ausgleiten. Genau. Cool. Ja, da bin ich, also ich bin in allen kein Profi, weit entfernt. Ja, aber also, frag mich, also ich kann das gar nicht. Also von daher ist alles cool, was du machst. Selbst wenn du da runterfällst, ist immer noch cooler, als was ich kann. Ich habe furchtbar viel Spaß im Wasser. Das kann ich sagen. Funktioniert dein Laden denn dann auch? Wie alt ist der? Wie lange hast du den jetzt? Ja, ziemlich genau. Also es werden dann 8 Jahre. Okay. Funktioniert der dann auch als Treffpunkt? Also gehen wir zum Michi, auch wenn wir keine Jacken brauchen und wenn wir keine Hosen brauchen? Vielleicht jetzt nicht so im Allgemeinen gehen wir zu Michi, aber es ist schon so, dass ich viele Stammkunden habe, die mich auch besuchen kommen, ohne den expliziten Wunsch, jetzt hier was kaufen zu wollen, was sich dann vielleicht ergibt, wenn ich was Neues habe, aber die auch so vorbeikommen. Ja. Habe ich tatsächlich und das wollte ich auch so. Also ich will schon, dass das, also das ist kein Geheimnis, ich will natürlich auch was verdienen, ich will nicht nur von der Straße weggehen. Ja, also, genau. Sondern, aber ist ja keine Sozialarbeit hier. Dann hätte ich es anders gemacht. Genau. Nein, aber es ist schon auch das Ansinnen gewesen, dass das hier so ein Treffpunkt auch wird. Also das soll jetzt keine Kneipe sein, aber ich will, dass jeder hier gerne herkommt und ich will auch, dass die Kunden, oder ich wünsche mir, besser gesagt, dass die Kunden, wenn sie hier gehen, ob sie was gekauft haben, dann natürlich erst recht, aber auch wenn sie nichts gefunden haben oder wenn ich nicht ihre Wünsche getroffen habe, dass sie rausgehen und sagen, hey, das war eine geile Zeit jetzt bei Brandner und Kneißl. Es hat Spaß gemacht und ich habe mich wohlgefühlt. Das ist schon echt wichtig für mich. Und das habe ich in den USA gelernt. Da gehst du irgendwo rein, da wirst du begrüßt, da wirst du nett empfangen, da wirst du nett behandelt und dann gehst du wieder. Und bei uns in Deutschland ist es so, du gehst rein und also tut mir leid. Stuhl ist, das Knarzen ist mein Stuhl, er ist für Kinder. Und ja, es stimmt tatsächlich. Ich habe mehrere Kinderhintern. Aber ja, egal. Jetzt hab ich, ja, man wird freundlich begrüßt. Ja, aber jetzt war es jetzt nicht. Naja, du kommst halt immer als Freund. Ne? Du kommst halt nicht als Fremder. Also klar kommst du als Fremder, aber du wirst halt nicht so behandelt. Das stimmt, genau. Und bei uns ist so, das wollte ich sagen. Bei uns geht man in den Laden rein und dann sagt man zuerst mal, entschuldigen Sie, könnte ich Sie was fragen? Ich entschuldige mich in einem Laden, wo ich im Idealfall Geld lassen will. Stimmt, eigentlich Wahnsinn. Das ist total schräg. Also, Entschuldigung. Aber ist ja, warum? Weil ich Sie gerade dabei unterbreche, das Kaffee Regal Okay, oder Kaffee trinken. Also im schlimmsten Falle. Aber das andere Extrem ist dann halt auch, dass dann irgendjemand komplett also ich komme in den Laden und will einfach nur gucken, weil niemand braucht heutzutage ja noch irgendwas. Ja, wir kaufen ja einfach, das ist ja Entertainment. Und manchmal gehört zum Entertainment halt einfach nur darum zu gucken, was es so alles gibt. Und das andere Extrem ist dann halt, dass jemand kommt und sagt, ja, kann ich dir helfen? So, nein. Ich will einfach nur gucken. Ja, okay, aber wenn ich dir helfen soll, dann sagst du Bescheid, ne? Also, ich sag das ähnlich, aber ich sag das so, dass das keinem auf den Sender geht. Okay. Also wenn jemand reinkommt, dann sage ich, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und dann sage ich schau nur ein bisschen, dann sage ich, selbstverständlich, wenn ich dir irgendwas zeigen soll oder wenn du irgendwie eine Frage hast, dann schrei einfach laut. Ja. Ist ja, wir sehen uns ja, ist ja hier kein 480 Quadratmeter Laden. Aber bei mir ist das überhaupt kein Problem. Also ich hatte erst letzte Woche, witzigerweise, oder was vorletzte Woche, eine Kundin aus USA. Das finde ich immer sehr witzig, weil ich das einfach cool finde und die hat dann irgendwie das mit Aloha und die kam rein und ich habe sie gefragt, ich kannte sie logischerweise nicht und dann hat sie gemeint, nein, sie schaut nur und ob ich mit ihr Englisch sprechen könnte, das wäre für sie cooler. Dann sage ich, ja klar, können wir schon machen, überhaupt kein Problem. Und dann haben wir geratscht und dann haben wir noch weiter geratscht und irgendwann hat sie gemeint, ja, dass das der Lieblingsladen von ihrer Familie ist, weil ihr Oma wohnt hier bei uns in Sauerlach. Und
Dann hat sie sich noch ein T-Shirt mitgenommen, weil sie fliegt morgen wieder heim und sie findet das Aloha so geil, weil sie hat mir 2 Monate irgendwie so eine Auszeit auf Hawaii genommen. Und dann haben wir einfach nur geratscht. Das T-Shirt war überhaupt nicht im Plan. Und das wäre auch völlig okay gewesen, wenn die ohne T-Shirt wieder gegangen wären. Wir haben ein bisschen geratscht, 20 Minuten und alles wäre cool gewesen. Ja. Und genau das liebe ich so an diesem Laden, an diesem Klientel, das ich hier habe. Du hast vorhin gesagt, du hast ja keine Wirtschaft oder keine Kneipe. Das ist ja hier kein 480 Quadratmeter Laden. Hättest du gerne einen 480 Quadratmeter Laden, in dem du dann auch tatsächlich Leute bewirten könntest? Also wo du sagen könntest, du musst nicht die Jacke kaufen kommen, du kannst auch einen Kaffee trinken? Nein, ich glaube, hätte ich dir jetzt zugetraut. Das mit Bewirten vielleicht schon, also das ist schon so. Also jetzt nicht so eine Profi-Style, so 7 verschiedene hausgemachte Kuchen und sowas, sondern nicht, aber es gibt Kaffee mit oder ohne Milch. So. Ja, vielleicht. Jein. Also ich muss das, glaube ich, echt mit einem Jein, weil so 100% überzeugt bin ich von dem Gedanken nicht, aber das könnte schon meins sein, ja. Weil ich war 480 Quadratmeter nicht. Und auch nicht 300. Also ich will es schon gemütlich. Es muss schon irgendwie, wie man so sagt, bei uns kribbig sein. Also das muss einfach alles passen und stimmig sein. Und in einem riesen Ding, da fühlst du dich schon wieder verloren. Und bei mir, da bist einfach, du kommst rein und bist schon da. Ja. Und du kommst nicht rein und musst dann noch durch einen halben Laden gehen, um irgendwie anzukommen. Flughafen. Ja, genau. Nein, ich habe mich da ehrlich gesagt noch überhaupt nicht damit beschäftigt, ob ich überhaupt hier. Aber ja, ich glaube, also Alkohol ausschenken, also ich meine, ich verschenke mein Bier. Ja, sicher. Mir zahlt niemand was und das will ich auch gar nicht, sondern das ist mein Giveaway. Ja. Weil das für mich einfach so ein Stück, weil das gehört Lederhosen und Bier ist stimmig, Surfen und Bier ist stimmig. Gut, Tätowieren und Bier ist jetzt nicht so stimmig, aber dafür ist Bayern und Bier umso stimmiger. Ganz genau. Und Bayern und Bier ist sowieso super stimmig. Ja. Aber jetzt, glaube ich, sind wir immer noch nicht ganz so. Das macht nichts. Warum bist du ein Rebell? Warum willst du ein Rebell sein? Woher kommt das? Weil du hättest ja auch genauso gut, ne? Also, wir sind ja hier in Bayern, da kann man ja auch ganz anders. Also, ich weiß gar nicht, ob ich sein will. Ich glaube, das hat sich einfach bei mir so ergeben. Mhm. Also wenn ich eines nicht bin, dann ist es ein Ja-Sager. Ja. Ich bin jetzt auch keiner, der nur damit er dagegen redet, dagegen spricht. Also wenn jemand was sagt, was ich klug oder nachvollziehbar finde, dann gebe ich dem auch sehr, sehr gerne recht. Ich muss nicht das recht macht das haben. Leben auch einfacher. Richtig. Aber das hat sich, glaube ich, ergeben, ich glaube schon ein Stück weit einfach durch meine Musik, also die ich höre, durch die Musik, aus der ich irgendwie ein Stück weit meine Kraft schöpfe. Dadurch hat sich da politisches Verständnis oder überhaupt mein soziales Umfeld hat sich da so ein politisches Verständnis ergeben und so hat sich meine Persönlichkeit geformt. Und dadurch bin ich, glaube ich, das Bewusstsein. Genau, bin ich ein Stück weit zum Rebell. Und Rebell sehe ich mich ja jetzt hier in erster Linie, das ist ein bisschen Moderebell, dass ich halt auf Leder, kommen wir noch, weiß ich, aber halt auf eine Lederhose was drauf mache, was eigentlich normal nicht drauf ist. Aber das kommt natürlich aus mir, dass ich halt einer bin, der sich schon auch ein bisschen dagegen stellt. Also ich bin jetzt keiner, der immer nur gegen den Strom schwimmt, überhaupt nicht. Aber halt zur gegebenen Zeit schon auch mal. Welche Musik? Also ich bin schon breit gefächert, aber so meine Leidenschaften liegen schon so im Punk. Ich bin ein Kind des Grunge. Das ist so, auch wenn der Begriff nach wie vor doof ist, aber es ist halt, also diese Seattle-Geschichte war schon meins. Da kommt auch meine absolute Lieblingsband her, die da Pearl Jam wäre, dass ich es auch gesagt habe. Habe aber eine zweite große Leidenschaft mit Reggae. Also ich bin ein großer Reggae-Fan und diese beiden Pole, also Punk gepaart mit Reggae, das ist so, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich, wobei natürlich darf ich da auch nicht vergessen, wenn wir bei Rebellentum sind, ich bin auch ganz, ganz, ganz glühender, großer Bruce Springsteen-Fan. Der ist dann quasi der trifft sich in der Mitte. Ja. Nein, das ist so, da habe ich halt irgendwo auch das bisschen vielleicht auch gelernt, dass man nicht immer dem Tenor nachgeben darf, sondern auch mal sagen wird, Moment, also wenn auch 10 von 10 Leuten 9 sagen, das ist schon okay so, dann kann ich der 10. sein, der sagt, ich finde es nicht cool. Ja, und das, glaube ich, hat mir schon eben tatsächlich schon
auch ein bisschen so Bruce Springsteen, der auch immer die Kleinen besungen hat. Und der jetzt aber auch 150 € fürs Ticket nimmt. Ja, ich weiß, weil ich die Karten daheim hängen habe. Oh, das ist vollkommen richtig. Wahrscheinlich sind sie noch teurer, oder? Na, es war tatsächlich, glaube ich, der Nagel auf dem Kopf so mit 150. Das ist richtig, ja, da kann man auch drüber diskutieren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss das auch einfach nur sagen, weil ich finde Bruce Springsteen auch geil und ich möchte aber den nicht restlos geil finden, weil ich grundsätzlich nichts restlos geil finde. Ja, das, ja. Außer vielleicht New Order, aber das ist ein anderes Thema. Bei Neil Young und Pearl Jam müssen wir auch ein bisschen diskutieren. Und bei Bruce schon eigentlich auch. Und bei Peter Tosh und Bob Marley tatsächlich auch. Und da gibt's schon so ein paar. Ja, kommen wir zu den Hosen. Kommen wir zu den Hosen. Das sind Lederhosen, kurze. Du hast nur kurze Lederhosen. Ich habe nur kurze Lederhosen. Nur kurze Lederhosen. Ich mache nur kurze. Und du tätowierst sie. Jein. Okay. Also, den Namen Lederhosen-Tätowierer, der wurde mir tatsächlich von der, ich weiß nicht mehr, wer es war, von einem Pressevertreter wurde der vermacht. Und ich finde ihn voll geil. Also ja, weil das macht natürlich in Köpfen von Leuten wie mir macht das, okay, da sitzt einer mit Tätowiernadel und einer Lederhose auf irgendeinem Schraubstock oder was der Geil was macht und schreibt dann da irgendwie, malt dann da welche Ornamente rein. Das es ist natürlich naheliegend, also hier liegen Lederhosen, wir brennen da ja was rein, aber wir machen dauerhaft eine Verzierung ins Leder, wir verbringen Verzierung ins Leder und 3 Meter weiter haben wir einen echten Tattoo-Shop. Okay. Das natürlich in Kombination ergab wahrscheinlich bei dem Journalisten damals einfach das Ding Lederhosen tätowieren. Oder er hat gar nicht verstanden, wie die Ornamente da reinkommen. Kann ja auch sein. Ja, weil bei uns nennen das eigentlich Branding. Branding, okay. Das ist ein Branding und also wir haben einmal, was wir haben, wir haben Stickereien. Die klassisch, also ist klassisch, genau. Also, ja, also die nicht, weil wir ja, also ich habe schon meinen eigenen Stick, in dem ich mich quasi, die Positionierungen der Stickereien sind klassisch. Okay. Wie sie auf der Hose sind. Die Stickereien an sich sind nicht klassisch, weil wenn du genau hinschaust, also du kannst die Hose da mal, auch die da, das ist die gleiche. Ja. Wir haben hier überall ineinandergreifende Wellen. Ja. Und die Blume ist kein Edelweiß und kein Enzian, sondern ist eine Plumeria. Plumeria? Ja, ist eine Blume, die man eigentlich nur aus dem Süden kennt oder aus den Tropen kennt. Ja, okay. Das ist eine tropische aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, Blüte. also wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich auch mehrere Lederhosen, weil ich ständig abspecke und wieder zunehme. Wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich auch Lederhosen. Mir gefallen aber die Verzierungen in der Regel nicht. Und die finde ich super. Danke, freut mich. Weil die halt anders ist. Also das sollte sie sein. Ja, und die kommt komplett von dir. Also die stickst du da auch rein. Nein, das wird für mich natürlich gemacht. Die Hosen werden für mich genäht und das wird, also entworfen habe ich sie, die Stickereien, das sind von mir. Und die werden von den Schneidern werden diese Stickereien da rein gemacht oder reingestickt. Das ist, weil man vorher klassische Stickereien, es ist keine klassische Stickerei, aber an den klassischen Positionen. Also man nennt das jetzt den Oberschenkelstick und dann gibt's den Latzstick und eben die Messertasche, da ist meine Krone drauf, also die Krone, die für Brandner und Kneißl steht. Das ist klassisch. Wenn jetzt jemand ein Branding haben will, dann lassen wir links in der Regel den Beinstick weg und dann haben wir den linken Oberschenkel haben wir frei, um da was rein zu brennen. Tatsächlich mit einem Brandeisen. Also, nein, es ist was anderes, was es genau ist. Das habe ich noch nie erzählt, das erzähle ich auch nicht. Es ist schon. Es ist ein Betriebsgeheimnis? Es ist ein Mysterium, es ist ein Betriebsgeheimnis. Ach. Ja. Es ist sowas, also vom Prinzip her kann man sich vorstellen, die meisten Leute sagen irgendwie, hast du einen Lötkolben, und sage ich, es ist kein Lötkolben, es ist sowas Ähnliches. Okay. Wir brennen mit bis zu 1000 Grad, es ist auch patentiert, da bin ich auch recht stolz drauf. Also, ich habe das Patent auf Brennen in Lederhosen. Genau, und das machen wir dann am linken Oberschenkel und da hast du dann natürlich, also du musst ein paar Regeln quasi erfüllen, also das heißt nicht zu kompliziert, nicht zu detailgetreu, weil es dann einfach nicht geht, weil wir eben so heiß brennen und weil es einfach nicht gut ausschaut, zu viele Details. Also je einfacher das Branding-Motiv oder Branding-Design, desto schöner die Fernwirkung und desto schöner das Branding allgemein.
Das heißt, ich suche mir meine Motive auch aus. Also da ist es dann wieder wie der Tattoo-Shop. Ich sage, ich will das da haben. Ja. Mach mir mal ein Tribal. Ja, das hat man tatsächlich. Nein. Doch, hat man einmal, glaube ich. Kann ich mich erinnern. Schön. Doch, hat man auch. Es war, nein, das ist jetzt fies, es war kein Tribal. Es war, nein, das stimmt jetzt auch nicht von meiner Seite falsch. Es war schon Maori-Tattoo, aber natürlich waren es klassische Tattoo-Muster, Maori-Tattoo-Muster. Und es war aber ein sehr cooles Motiv. Also wir haben schon alles gemacht. Also alles, aber wir haben schon verdammt viel gemacht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in Bayern sowas Ähnliches gibt, wie vielleicht jetzt nicht unbedingt kodifiziert, aber so eine Art ungeschriebenes Lederhosengesetz. Das macht man nicht, das kehrt sie nicht, Kind der jeder Kummer. Also gibt es eine, ich sage mal, traditionelle Lederhosenszene, die dich dafür hasst, dass du tust, was du tust? Wie reagiert das Establishment auf dich? Ja, also da kann ich wieder so ein bisschen ausholen. Also du kennst dich gut aus in Bayern. Es ist ja eines der Heiligtümer der Bayern, also der Oberbayern, ist die kurze Lederhosen. Es fängt schon damit an, dass ein tätowierter Typ, der so ausschaut, wie ich ausschaue, Lederhosen verkauft. So fängt schon mal an. Ach echt? Ich dachte, das hätte Bayern jetzt. Das ist schon ein bisschen, oder könnte unter Umständen bei manchen Personen problematisch rüberkommen. Nennen wir es erklärungsbedürftig. Ich wollte es ausschmücken. Da merkt man einfach den Profi. Nein, genau. Es ist, da fangen manchmal einfach die Berührungsschwierigkeiten schon anders. Mit meinem Aussehen, und jetzt schau ja, ich bin ja nicht im, du siehst halt aus wie ein Surfer mit Bart, ja. Aber das ist schon mal irgendwie schwieriger. Und dann habe ich schon nicht die klassische Stickerei drauf. Könnte auch schon ein Problem geben. Also ich habe hier kein Edelweiß drauf. Warum habe ich kein Edelweiß drauf? Weil Edelweiß in der Größe von einem 2-Euro-Stück einfach in meinen Augen bescheuert ausschaut, weil das Edelweiß ist wirklich eine super schöne Blume. Lebt von der Haptik und von diesem Tupferl in der Mitte, also von dieser Dreidimensionalität eigentlich, von diesem, kann ich alles hier nicht darstellen. Schaut blöd aus, macht ab einer gewissen Größe macht's wieder Sinn. Ja. Aber dann müsste ich nur Lederhosen in Größe, weiß ich nicht, 75 verkaufen, wenn es die überhaupt gibt. Das hat die noch nicht. Also es muss ja in erster Linie cool ausschauen, muss ja schön sein. Und somit, und natürlich mich widerspiegeln. Ja. Somit habe ich das Klassische alles weg, weil das gefällt mir eh nicht. Sondern habe einfach, habe die Stickerei entworfen, die mich widerspiegelt. Und das sind einfach die. Genau. Also, ich schaue aus, wie ich ausschaue, ich bin, wie ich bin, ich habe eine andere Stickerei drauf und ich brenne da noch was rein. Das ist ja das Oberding, mein Branding. Ich brenne da noch was rein, das gehört ja da gar nicht hin. Und das jetzt in Kombination macht das Ganze schwierig. Mhm. Oder unter Umständen. Also ich muss sagen, 99,9% aller meiner Kunden sind der Wahnsinn. Und drum liebe ich den Job so und drum liebe ich meinen Laden. Das heißt, es hat jetzt noch nicht irgendwie die oberbayerische Säcklerinnung mit Mistgabeln vor der Tür. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich war schon mal, das war sogar vorletztes Jahr, war ich in der Zeitung und auf der Rückseite, ich weiß gar nicht, war ich auf der Rückseite oder er auf der Rückseite, war so ein Lederhosen-Guru aus Oberbayern, der sich extremst gut mit der Historie von Lederhosen, mit allem auskennt. Und der hat das eigentlich, also nicht explizit mich besprochen, aber der fand das, glaube ich, so, der Tenor war eigentlich ganz cool und dass sich das weiterentwickelt, das findet er gut. Und weil das freut mich dann natürlich. Nur dann ist es Tradition, ne? Alles andere ist Folklore. Also wenn es stehen bleibt. Ja, und was ist Tradition? Also ich habe mit dem Wort ja per se schon so ein kleines Problem, weil also das hängt mit gewissen Personen zusammen, die in den letzten Jahren ein bisschen versaubeutelt haben. Aber Tradition beginnt zum einen immer als Neuheit. Es gibt nichts, was erschaffen wird und sofort Tradition ist. Also erstmal ist alles neu und wird dann irgendwann zur Tradition. Da ist es ja dann irgendwie, kann es cool sein, kann es aber auch in die Richtung gehen. Bullshit, 10-mal Blödsinn gemacht, beim 11. Mal spricht man von der Tradition. Ja. Und darum ist Tradition ein schwieriges Wort. Ich versuche es immer mit klassisch zu ersetzen. Also
es ist kein traditioneller Stick, sondern bei mir ist der klassische Stick, den ich quasi klassisch auf der Lederhose kenne. Mhm. Und der ist natürlich, es gibt eine gewisse Range, von da bis da, das kennt man. Und darüber hinaus, das kennt man nicht. Ich bin darüber hinaus. Zumindest von dem Motiv, nicht von der Machart und nicht von der Positionierung her. Aber die ganzen Kombinationen eben machen das Ganze natürlich schon für manche schwierig. Wobei, wie gesagt, und jetzt kommen wir wieder zurück, was du gerade meintest, ich habe eigentlich nur coole Kunden, die ja auch genau deswegen zu mir kommen. In den meisten Fällen. Manche verirren sich oder sind dabei mit jemand anderes und finden es auch cool, wenn sie es sehen. Mhm. Aber natürlich, die meisten kommen wohlweislich her, dass sie so ein Branding haben wollen. Weil man dann natürlich von seiner Lieblingsband bis hin zu seinem Zunftzeichen, wenn man Handwerker ist, bis hin zu Lieblingsblumen, bis hin zu irgendwie Kinderzeichnungen, was ich übrigens mega cool finde. Mhm. Ja, haben wir alles schon gemacht und das kriegen viele mit und finden es geil. Darfst du da eigentlich alles drauf machen? Also auch Mickey Mouse oder kriegst du dann ein Urheberrechtsproblem? Ja. Okay. Weil es gibt ja genug Leute, die sich Mickey Mouse tätowiert haben. Ja, das ist so eine Grauzone. Ah, okay. Bei mir, das ist eine Grauzone. Mhm. Und bei mir gab es erstes noch gar nicht so lange her, ich glaube 2 Jahre, wurde es teuer. Weil wir was gebrannt haben, wo ich nicht wusste, dass man da so eine auf die Birne bekommen kann. Und seitdem bin ich da sehr vorsichtig und lass, wenn unbedingt, vom Kunden dann nachfragen, dementsprechend an der Stelle, wenn es denn bekannt ist. Und ansonsten mache ich es einfach nicht. Aber also wir haben bis jetzt noch jeden glücklich gemacht und man findet immer Möglichkeit, dem Kunden seine individuelle Hose zu basteln. Also meine Hosen sind alles Unikate, also keine gleich der anderen, schon allein vom Leder und von der Färbung her, weil alles handgefärbt und gegerbt ist. Wo holst du die her, die Hosen? Die kommen neuerdings jetzt aus einer Schmiede, und zwar aus der Schmiede, aus meiner Gerberschmiede quasi. Also mein Gerber ist jetzt auch mein Schneider. Ah, okay. Also nicht er persönlich, aber es kommt jetzt alles aus einer Hand. Mhm. Und ich kriege mein Leder also die Hirschen, die sind aus Bayern, Österreich, im Schwerpunkt Bayern. Darüber hinaus den ganzen Alpenzug aufgefüllt. Also sprich, es könnte auch mal aus Polen oder mal aus der Schweiz. Also die Hirschen, die Häute. Ja. Aber der Gerber sitzt in Tirol, also direkt an der Grenze. Und genau, da kommen meine Hosen her. Wird das auf sonst noch irgendeine spezielle Art und Weise, also würde ich jetzt von dir fast erwarten, dass das auf irgendeine spezielle Art und Weise gegerbt wird? Ja, wird. Siehst du? Das nennt man sämische Gerbung. Sämische. Sämisch, ja. Sämisch ist eine Gerbemethode mit also du brauchst, um Haut zu Leder zu verwandeln, also du musst nicht verwesbares Eiweiß in nicht verwesbares Eiweiß umwandeln. Okay. Und dazu braucht es Gerbstoffe. Es gibt super viele Gerbstoffe. Es gibt Gerbstoffe in Baumrinden, es gibt Gerbstoffe in unserem Speichel, es gibt Gerbstoffe in Pflanzen. Und der Gerbstoff, dieser sämische Gerbstoff, das ist aus einem Hering. Aus einem Heringsöl wird das gewonnen. Und den Hering gibt's noch genügend. Also es ist auch nicht so, dass der vom Aussterben wird. Für die Lederhosen Hering nein, ist ganz. Das ist die schonendste und hochwertigste Gerbemethode für Hirschleder, wohlgemerkt. Und es ist immer nur Hirschleder. Sind alle Lederhosen immer nur aus Hirschleder? Nein, oder ist das, okay, meine ja. Ich habe nur sämischen Hirsch. Das ist der Ferrari oder der Bentley unter die Lederhosen. Okay. Natürlich gibt's Lederhosen noch aus Wildbock, was Ziege ist. Mhm. Es gab früher auch Rindslederhosen. Also es gibt natürlich verschiedene. Du kannst aus jedem Leder, das sich bewegen lässt, also aus Rindsleder, also das, was man jetzt so kennt, wie das Buch jetzt hier, ist schwierig. Aber natürlich kann man Rindsleder auch anders gerben, sodass das beweglich ist. Aber es wird immer relativ hart sein. Aber die gängigsten neben Hirschleder sind die Wildbock-Hosen. Das sind die Ziegenlederhosen. So, du hast den Bentley unter den Lederhosen. Ja. Das heißt, die kosten dann auch wie ein Bentley? Nein, Bentley ist teurer. Im Vergleich. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren, war ich tatsächlich bei zwei Säcklern in Miesbach,
Habe eine sehr schöne Sendung aufgenommen und bin fast hinten übergefallen, als ich gehört habe. Also sie machen Maßschneidern. Ich bin wirklich hinten übergefallen, als ich gehört habe, was so eine Lederhose tatsächlich kostet. Ich glaube, ich weiß, wo du auch wohnst, bei wem du warst. 2.000 € geht's dann los. Das sind wir jetzt noch nicht. Da habe ich, also wo fängst du an? Meine Hosen kosten 1.500. Okay. Und das Branding je nachdem. Ja. Das je nach Motiv und je nach Größe. Aber ich sage jetzt mal so plus minus 300 bei Branding. Läuft das Geschäft mit den Hosen? Also weil es ist viel Geld. Ja. Was soll ich jetzt sagen? So ein T-Shirt, ne? Wenn ich hier reinkomme, ein T-Shirt nehme ich jederzeit mit. Aber so eine Hose, das ist ja halt eine Lebensentscheidung. Ne? Also das ist auch eine Lebenseinstellung. Ne? Ja. Nicht nur eine Lebensentscheidung, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Okay. Also Corona war schwierig, keine Frage. Also brauchen wir nicht reden, aber ich kann mich nicht beklagen. Es läuft gut. Bin ich auch stolz drauf, weil ich was habe, was sonst niemand hat. Ich habe einen anderen Schnitt. Also meine Hosen sind ja angelehnt an der... Ja, meine Hosen sind angelehnt an der Boardshort vom Surfen natürlich. Also sind da. Das heißt, ich mit meinen 1,80, 130 Kilo will lieber bei dir eine Lederhose kaufen als in irgendeinem normalen Lederhosengeschäft, weil die wahrscheinlich ein bisschen lockerer sitzt. Ich will jetzt da keinem das Geschäft vermiesen. Oder? Nein, warum jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen Frontsportler hat, meine Leibhöhe ist eine andere, also meine Hosen sitzen hüftiger, also das heißt jetzt nicht baggy, sondern die sitzen ein bisschen hüftiger, die rutschen einfach schon so ein bisschen von der Hüfte. Du bist ja im Klaren darüber, dass du mir gerade eine Lederhose verkaufst, ne? Ist mir total unangenehm. Nein, aber das ist tatsächlich so. Also die sitzen natürlich von der Höhe her weitaus angenehmer, weil klassische Lederhosen sitzen Richtung Bauchnabel. Ja. Das finde ich persönlich, und das heißt nicht, dass ich die Hosen kreislig finde. Ich mag das nicht. Und natürlich verkaufe ich nur Sachen, die ich mag. Und es gibt halt genug Leute, die das auch nicht mögen, weil ich zum Beispiel meine Hosen auch unterm Bauch trage. Und ich kann dir jetzt dann auch keine auf dem Bauch, das wäre irre. Ja. Das schaut aus wie ein Schlafanzughosen an. Also, und ich habe einen komplett anderen Schnitt. Also die Leibhöhe ist eine andere. Ich habe gerade geschnittene Beine. Also bei meiner Kneißl Aloha heißt der eine Schnitt, ich habe 2 Schnitte, Haritax und Kneißl Aloha. Der Haritax ist so ein bisschen klassischer, der hat ein bisschen höhere Leibhöhe, also ein bisschen eben angeglichen an das, was man kennt. Hat jetzt neuerdings dann auch den komplett eigenen, also der alte Stück war schon auch von mir mit besprochen, aber der neue, ist auch komplett von mir entworfen. Den gibt's jetzt ab März. Die 2 Schnitte, aber die meistverkaufteste und die Hose von mir ist die Kneißl Aloha, das ist die vor uns liegt da. Die hat immer gerade geschnittenes Bein, schon auch eine gewisse Weite, die muss einfach lässig sitzen. Am Anfang ist sie nicht bequem, das sage ich dir gleich, weil meine Hosen dicker sind als alle anderen. Also ich fange bei 2 Millimeter Lederstärke an. Und was ist normal? Normal kann man nicht sagen, weil die natürlich alle, die werden alle mit der Hand geschliffen. Also du kannst bei mir jetzt reinmessen und wenn die an der einen Stelle 2,5 Millimeter hat, kann sie an der nächsten 2,7 haben und da unten 2,2. Aber 2 Millimeter ist das unterste. Wenn sie irgendwo 1,8 hat, nehme ich das Leder nicht. Okay. Da bin ich recht strikt, aber nachdem ich mit meinem Gerber eigentlich befreundet bin und extrem super zusammenarbeite, funktioniert das. Natürlich gibt es mal Ausreißer, dass mein Leder durchmogelt, das ein bisschen zu dünn ist, dann kriegt das zurück. Was auch völlig problemlos immer gelaufen ist. Warum so dick? Weil ich das so will. Weil für mich Lederhosen einfach Lederhosen ist und kein Lederhosal. Also das Ding muss das muss massiv sein. Ich muss merken, dass ich Lederhosen habe. Und ich auch der Meinung bin, wenn man sich dann die Rundungen da reingedrückt hat, dann ist einfach ein massives Leder einfach cooler. Das steht einfach mehr da. Das ist einfach, das sind Lederhosen. Als du den Laden angefangen hast du den sofort mit den Lederhosen angefangen? Ja. Also ist das die im Grunde Eröffnungsidee? Also es war... Also du hast den Laden um dein Alleinstellungsmerkmal herumgebaut sozusagen. Ja, also ich habe, dass man merkt, dass das jetzt nicht nur irgendwie so ein Hirngespinst war, das ich dann irgendwie gemeint habe, umsetzen zu müssen. Also ich habe ein dreiviertel Jahr neben meiner noch Musikertätigkeit habe ich einen Businessplan geschrieben, der an die 100 Seiten hat. Also ich glaube 89 Seiten. Businessplan Lederhosenverkauf oder wie bist du überhaupt auf die Lederhose gekommen? Lederhose, Surfen und Tätowieren. Ja, die drei Sachen musste ich zusammenbringen im Businessplan. Okay, Deswegen Businessplan. Ja.
Wie bin ich auf die Lederhosen gekommen? Ich habe zu Wilderer Pistols Zeiten, unser Bühnenoutfit waren Lederhosen, T-Shirt, Chucks, Turnshirt, Barfuß, wie auch immer. Und ich habe mir meine Auftrittshose, habe ich mir besticken lassen mit unserem Bandlogo. Großflächig heißt, das war so 12 Zentimeter auf 10 Zentimeter in etwa. Und wenn du so großflächig stickst, ist das unbequem. Das fühlt sich an wie Holzbrett in der Hose drin. Ja. Aber das habe ich machen lassen eben. Und unser Bandlogo war so ein Totenkopf mit so einem Gamsbarthut. Und das war schon cool, aber war nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann kam eben die Idee mit selbstständig machen, mit Klamottenladen, worauf meine Frau gesagt hat, wie Klamottenladen, spinnst du jetzt selbstständig Laden? Was willst du? Bist du irre? Alle anderen Läden machen zu und du machst einen auf. Und dann eben ist mir das eingefallen mit dem Branding, und zwar mit diesem Individualisieren von Lederhosen, weil ich ja das besticken habe lassen und es muss ja geiler gehen. Und mir ist mein Opa eingefallen. Mein Opa war Schreiner und Zimmerer und hat, ja, meistens, glaube ich, im Winter Holzbretter gebrannt, wie man es kennt. Ja. Auf der Wiesn verkauft es die Clubball und überall diese Holzbretter mit WC, als hätte man nicht alle gewusst, was Klo ist, und Küche, als hätte man nicht gewusst, was Küche ist, und lauter so unwichtiger Blödsinn. Aber mir ist dieses Brennen eingefallen. Und da dachte ich mir, also wenn man Holz brennen kann, kann man ja vielleicht auch Leder brennen. Mhm. Und dann habe ich das halt ausprobiert und habe da so lange umeinander gebastelt, bis das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat's halt auch funktioniert. Und dann dachte ich mir, jetzt kannst du Lederhosen individualisieren. Warum machst du nicht? Weil ich natürlich an meiner damaligen Lederhose auch viele Sachen auszusetzen hatte. Ja. Also ich habe die immer runtergezogen, weil ich bin jetzt keine 16, ich trage sie nicht baggy, aber ich mag es halt hüftig. Mhm. Und wenn du einen normalen Schnitt so weit runterziehst, dann hängt da halt der Zwickel zwischen den Knien und das schaut halt bescheuert aus. Ja, vor allem kann man nicht mehr ordentlich laufen. Und das auch nicht, richtig. Und dann hat alles einfach nicht gestimmt und dann habe ich mir eben gedacht, jetzt hast du die Individualisierung, warum baust du denn nicht auch die Lederhose dazu, so wie du sie dir vorstellst? Und dann ist das so losgegangen, ich musste natürlich zuerst mal jemanden finden, der mir Lederhosen näht, und dann kam ich da an mit meinen 3 Boardshirts und habe die hingelegt, und dann wurde mir gesagt, naja, das sind ja Badehosen. Dann sage ich, ja, das sind Badhosen quasi, aber die sind halt saubequem. Und ich finde auch, dass sie vom Schnitt einfach gut ausschauen. Und jetzt müssen wir halt das natürlich nicht 1:1, aber so in diesem Style, in diesen Abmessungen müssen wir das irgendwie aus Leder nachbauen. Und dann waren noch viele lustige Kommentare von wegen, mit der da kommen wir dann nicht zum Bogen gehen und so. Ja, das weiß ich schon, aber mir geht's ja nur um den Schnitt. Und dann haben wir da schon rumgetüftelt und rumgefeilt und irgendwann ist dann dieser Schnitt entstanden. Und dann hatte ich meine eigenen Lederhosen mit dem Branding und dann halt noch den selber gezeichneten Stick. Und es war dann einfach meine Persönlichkeit in Form einer Lederhosen. Und dann ist das natürlich alles, weil du hast ja gefragt mit dem Laden, dann ist das entwachsen noch mit Aloha Bavaria, das ist dann so parallel noch gelaufen, das ist ja mein eigenes Label. Mhm. Dass man halt da angefangen hat mit ein paar T-Shirts und dann wurde das halt immer mehr mit Handtüchern und dann Caps und dann Hoodies und jetzt kriegen wir Sweatshirts und neue Caps und dann, es kommt immer wieder was Neues dazu und dann haben wir Taschen gemacht, wo Surfmaterialien, die hat hängen nicht hinter sogar dir. Irgendwo ein Deck gehangen? Wen ein? Ein Deck, Skate. Ja, genau. Ja. Aber das ist nur Deko, oder? Das sind beide eigentlich nur Deko. Okay, alles klar. Ja, und dann ist das halt alles so gewachsen, wie es jetzt ist. Und jetzt habe ich halt einfach, ja, wie wir vorher eingangs gesagt haben, meinen bayerischen Surfshop, der kein Surfshop ist, du kannst dir kein Surfbrett kaufen, du kannst dir ja kein Neo kaufen und auch keine Leash. Weil du willst hier ist ja nicht, kannst ja den Tegernsee runter zum, aber ja, es ist vielleicht auch nicht cool. Da schicke ich dann jedem zu einem Spätzle nach Starnberg. Ja. Da habe ich einen Freund, der einen Surfshop hat, da kann man dann einkaufen. War's das dann jetzt? Also ist das jetzt deins oder soll es irgendwohin sich noch entwickeln, irgendwohin noch wachsen? Oder lässt du es auf dich zukommen? Weil das klang vorhin so, als hättest du eigentlich gar nicht, du hast keinen Plan gehabt, sondern du hast nur eine Idee gehabt, wie es sich anfühlen soll, und dann kamen ein paar Gelegenheiten vorbei und die hast du ergriffen. Also ich hatte sehr wohl einen Plan, und zwar einen 89-seitigen Plan.
Zuerst war es nicht klar. Also es war nicht so, ich mache jetzt Lederhosen und mache mich dann selbstständig, sondern es war, ich mache einen Laden auf mit Klamotten. Ja. Beziehungsweise nein, ganz anders. Es war so, ich mache einen Tattoo-Shop auf. Okay. Ich kann aber überhaupt nicht zeichnen. Also ich habe vieles im Kopf und ich sehe, wie was ausschauen soll, aber ich bringe es nicht zu Papier. Also geht irgendwie nicht. Und da wollte ich nach dem amerikanischen Prinzip machen. Also ich mache 2, 3 Arbeitsplätze und stelle mir Tätowierer an. Ja. Du stellst keine Tätowierer an in Deutschland. Das funktioniert in den USA, aber das funktioniert nicht hier. Freigeister und ich. Okay, verstehe. Genau. Ja. Somit war diese Idee zur Seite geschoben, aber nicht gestorben. Also ich wollte immer noch einen Tattoo-Shop. Und dann war es eben so, dass auch von meiner Frau die Frage kam, ja, Tattoo-Shop ist cool, und was machst du dann den ganzen Tag da? Und so, ja, mal organisieren und halt Termine vergeben und so. Und ja, das füllt keinen Menschen den ganzen Tag 8 oder 9 oder 10 Stunden aus. Also vor allen Dingen nicht über ein halbes Leben. Ja. Völliger Humbug. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt irgendwas Klamotten oder halt Accessoires dazu, halt mich irgendwie so einzubringen, so was ich halt cool finde. Und dann sagt sie, ja, dann bist halt der 125. Laden, der so ist. Und das war so der Triggerpunkt, wo ich mir dachte, nee, das geht so nicht. Also das wäre wieder gegen meinen Rebellentum. Also ich bin nicht wie 125 andere, sondern ich muss schon irgendwas Eigenes. Und dann kam das so, dann habe ich gesagt, okay, dann mach wirklich ich. Dann ich mich als Laden mit Surfen, mit Bayern, mit Tätowieren. Ja, und dann kam das mit den Lederhosen, was ich vorher gerade erzählt habe. Und dann mit Aloha Bavaria, was dann für mich super schlüssig war, weil ich ja sowieso Lederhosen mit T-Shirts, Es ist ja auch alleine das Bild, wenn jemand irgendwo steht, eine Lederhose anhat und ein T-Shirt, auf dem T-Shirt steht Aloha Bavaria und die Lederhose sitzt nicht, wie sie sitzen soll. Und dann noch Flipflops drunter. Das ist die Perfektion. Ja, genau. Ja, und dann vielleicht noch Sand unter den Füßen. Ja. Das wäre. Was aber nicht heißt, dass man meine Hosen nicht auch so dieses klassische trachtige Bild, ein weißes Hemd, Gilet, also eine Weste und Haferlschuhe. Das merkt halt keiner. Das funktioniert sehr wohl und schaut mega geil aus. Schaut halt nicht so aus, wie man schon seit 120 Jahren kennt, sondern schaut halt ein bisschen anders da aus, aber schaut nicht kasprig aus. Und das ist mir tatsächlich schon wichtig. Ich will was Cooles machen, was Innovatives, mit einer Lässigkeit, aber ich will nichts Kaspriges machen, weil dann bin ich wieder zu sehr Bayer. Also dann will ich wieder und meine Geschichte und meine Familie ist dann zu sehr im tiefsten Oberbayern mit Schliersee und Bad Tölz verwurzelt, dass ich das fast verkaspern würde. Das will ich auf gar keinen Fall. Aber die Scheuklappen sind komplett offen. Also ich habe keine. Es darf cool sein, es soll lässig sein, es soll innovativ sein, aber nicht kasprig. Also ich mache jetzt da keine Glöckchen dran. Und kein, weiß ich nicht, irgendwie, müssen nicht 34 Farben im Stück sein, sondern es muss LED, wie wär's mit LED? Gleich keine kasprigen Hosen. Nein, es muss schon noch bayerisch sein, aber bayerisch eben mit geöffneten Scheuklappen. Ja. Und wohin soll das noch führen? Hast du einen Plan oder geht's dir gut genug? Mir geht's gut. Ich habe keinen fixen Plan. Es ist so, dass mich natürlich in der Motivation zuerst mal Corona ganz schön ausgebremst hat. Ja. Also war super motiviert in dem Jahr 20 und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und 10 Tage später haben wir den Laden zugesperrt. Und das hat mich schon in ein Motivationsloch gestürzt. Ich war jetzt nicht total am Boden und psychisch total zerstört, weil ich habe die Zeit, wie vorhin ja schon erwähnt, echt mit viel Essen und viel Musik genutzt. Und viel Trinken tatsächlich auch. Das war ein bisschen beängstigend. Aber ich habe noch so einen Wunsch oder Traum oder Plan, ich kann es nicht benennen, also es wäre schon irgendwie so Richtung Aloha einen Laden zu eröffnen, also Richtung irgendwo ans warme Meer. Also nicht jetzt nicht irgendwo in Europa, sondern tatsächlich irgendwo Übersee. Eine Dependance. Das in der du dich dann im Wesentlichen aufhältst. Weiß deine Familie davon? Ja, die wissen davon. Und das wäre am Anfang natürlich mit Sicherheit, bin ich da. Es ist zwischen Traum und Plan tatsächlich. Ja. Also ich hätte da wirklich Bock drauf, also ernsthaft. Also
fliege wahnsinnig gern zum Surfen irgendwie im Norden von Florida und da wird sich natürlich so South Beach Miami, was dann zwar im Süden ist, aber anbieten oder eben Malibu oder tatsächlich Hawaii, was natürlich alles ein bisschen weit ist und ein bisschen Humbug-mäßig, aber... Weiß ich nicht, aber es ist ja, du bist dann ja da wiederum derart exotisch, ich weiß dass auch, die Nummer funktionieren könnte. Ne? die könnte nicht, die würde funktionieren. Ich bin mir tatsächlich, also der Sicherheit nahe kommend. Ja. Weil ich weiß, erstens mal ist in den USA, Deutschland, Bayern zum Großteil. Die, selbst wenn die hier unterwegs sind in Deutschland, nördlicher als zum Main kommen die nie. Ja, und da suchen sie auch, definitiv einen Schweinsbraten oder zumindest Bratwurst. Ich habe zwar gar nicht gewusst, dass die Bratwurst so für Bayern steht, aber die Amis meinen das. Mhm. Neuschwanstein, das Cinderella-Schloss. Ja. Ich meine, das steht in Disney World, steht das Ding, also mehr oder weniger. Ich weiß, dass es funktionieren würde, nur das ist natürlich alles leichter im Kopf geplant und ausgesprochen als wie umgesetzt, weil da braucht's natürlich mehr. Und ich bin bei aller Coolness, die ich vermeintlich vorgebe oder versuche zu sein, auszustrahlen, ich bin natürlich da schon sehr realistisch. Ich weiß schon, dass das jetzt, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt einen Laden in den USA auf und setze mich jetzt im Februar in den Flieger und im September habe ich dann Laden. Mhm. Ja, vielleicht im September 25. Also ich bin da schon Realist und ich wäge schon seit geraumer Zeit in meinem Kopf ab. Ja, nein. Aber es könnte schon passieren. Also auf sowas hätte ich schon Bock. Das wäre halt wieder mal ein Abenteuer. Ich wünsche viel Erfolg. Michael Thalhammer, vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.